Das soll jetzt so quasi was gehen, oder wie? So. Grüß Gott beieinander. Mr. Seitsching, Mr. Werb, Mr. John Siege, Mr. Fluxi. Ich hoffe, ich habe keine mehr sehen. Der Mr. Lucius the Shallow. Godlike Voice. Ich weiß jetzt nicht, ob du Deutsch oder Englisch bist, aber Dankeschön. Thank you. Whatever. Das heißt, das Spiel hat wirklich einen Koop. Das zweite tatsächlich nicht. Lucius reicht. Dann herzlich willkommen im Stream, mein Freund. Ich hoffe, bei dir ist alles fit. Und danke für dein Following. Naja, Following Alert haben wir auch, ob ihr es gerade festgestellt habt. So, wie geht's euch? Alles fit bei euch? Ich hoffe doch. Jetzt waren wir schon fast eine Woche nicht mehr live. Tatsächlich. Ich hoffe, bei euch ist alles flauschig. Wie geht's euch? Auch Lucius an dich willkommen. Ja? Der ist mir hoffentlich sowieso klar. Und Mr. John Siege, um deine Frage nochmal zu beantworten, nein, Assassin's Creed 2 hat meines Wissens noch keinen Koop-Modus gehabt. Nur Open Brotherhood, glaube ich, hat es gegeben. Beziehungsweise da war es ein Multiplayer, wenn mich nicht alles täuscht. Du hockst noch in der Arbeit. Werd's aber hoffentlich bald Feierabend haben, Mr. Fluxi. Nein, Arbeit packt und ich mag jetzt nicht aussehen wie Hitz. Hast du noch Training, oder wie? Aber Mr. Seitsching, ich kann dich beruhigen, ich bin halt auch schon äußerst fleißig gewesen. Ich verstehe zwar nicht, was meinem Discord-Bot halt fehlt, warum er keinen Ping raushaut. Aber gut. Ich kann wenigstens halbwegs mit einer Tastatur umgehen und kann es selber schreiben. Fluxi, wie lange musst du arbeiten? Wenn man schon die ganze Zeit im Hunter-Stream mit rumhängt, kann man auch mal allen nach und nach folgen. Mr. Lucius, absolut ehrenhafte Aktion von dir. Danke dir. Ich hoffe, ich kann dich unterhalten. Ja? Also du merkst, ich sprich komplett im Dialekt. Ja? Wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann, komme ich aus Niederbayern. Es haben bis jetzt die meisten damit, arrangieren können. Ja? Wenn irgendwas unverständlich ist, einfach nachfragen. Okay? Ah, da machen Twitch-Tags with Twitch-Tag-Things. Ja? Twitch einfach, Sigi. Das ist einfach Twitch. Kommt drauf an, wann mein Weib mich abhält. So. Dann hoffen wir mal, dass du brav gewesen bist. Und die deine Weib nicht bis um 8 Uhr in der Arbeit sitzen lässt. Das war schade. Der Bazibot ist im Urlaub, ich hab's nur noch nicht gesagt. Ja, scheinbar. Der Antrag ist mir wohl ausgegangen. Keine Ahnung, wo sie ihm feiert hat. Ich muss man aber fairerweise dazu sagen, dass er gar keinen Ping macht, das heißt tatsächlich sogar das erste Mal. Wahrscheinlich kommt er dann in einer Dreiviertelstunde, der Ping. Aber ist ja wurscht. Bis der später ist nie. Das ist sympathisch. Ich sechsel auch manchmal ziemlich hart in meine Streams, aber alles gut. Ach, du streamst auch, oder wie? Da muss ich mal lernen, später. Nach dem Stream. Ich muss immer mal im Hinterkopf behalten. Ich hoffe, ich vergiss es nicht. Glaubst du nicht, die will ja auch haben? Ja, dann hoffe ich, dass es nicht mal allzu lang dauert. Ich habe meinen Arbeitstag noch vor mir. Ja? Vielleicht ist es ein bisschen motivierend für euch. Ja? Also ich habe heute noch meine Nachtschicht vor mir, von 10 bis um 6 Uhr. Ja? Also für alle, die jetzt am Feierabend haben, es habt dann wirklich Feierabend. Aber ich muss dazu sagen, der Grund, warum ich eigentlich heute eine Stunde eher anfange, wie ich es eigentlich geplant habe, ja, habe ich ja in Discord eingeschrieben, dass ich um 4 Uhr anfange und nicht um 5 Uhr, ist, weil mir heute, also meine Eltern, RIP, Flaschendeckel, meine Eltern, meine Freundin und ich, wir werden heute bei dem zauberhaften Wetter die Grillsaison eröffnen. Ja? Das ist ein guter Grund, um mal einen Stream eher anzufangen, wenn es mich fragt. Ja? Fluxi, danke für dein Like. Und gute Unterhaltung. So, was tun wir heute? Am Titel könnt ihr es sehen, wir spielen heute Assassin's Creed weiter.
Assassin's Creed 2 natürlich. Wir haben in Venedig. Den ersten großen Templer haben wir letztes Mal gerade noch nicht gemacht. Ich sag's Ihnen, Gabi, es ist die letzten Tage überhaupt nicht dazu gekommen, Assassin's Creed zu spielen, weil ich A, keine Zeit nicht gehabt habe und B, wenig gespielt habe, weil ich mich in Diablo 3 versungen lassen. Da haben die ein oder anderen Personen auch unter anderem in dieser Community dafür verantwortlich. Und ja, wir werden uns heute, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr von dem Hansel. Auf alle Fälle werden wir mir heute den ersten großen Templer in Venedig hops nehmen. Und was wir sonst noch finden, das sehen wir dann. Ja? Schauen wir einfach. Tust du tatsächlich, wie lange hast du heute denn vor zu machen? Suche immer nach Streamern, die ich raiden kann, wann ich fertig bin. Bis spätestens 18 Uhr. Ja? Also unter der Woche haben meine Streams so ungefähr 2 Stunden. Ja? Wenn Wochenend-Streams sind, die wo überwiegend im Herbst vermehrt auftreten, dann können sie auch gerne mit 4-5 Stunden sein. Aber in der Regel so unter der Woche jetzt sind es meistens so 2 Stunden. Ja, plus minus. Je nachdem. Ich habe ein Vorstellungsgespräch gehabt und ein paar Stunden später kriege ich eine Zusage. Mr. John Siege, dann darf ich ganz herzlich gratulieren. Ich hoffe, du hast eine glorreiche Zukunft vor dir. Marschall und Monkatz, grüß Gott beieinander. Sehr schön. Die holde Weiblichkeit ist auch anwesend, das ist sehr zauberhaft. Wie geht's eigentlich? Alles gut bei euch? Grillsaison fängt bei dir halt erst an, 3 Monate spät. Ja, beim schönen Wetter. Ja, wenn es noch mir geht, die da Weihnachten nur noch an Silvester grillen. Ja, aber da spendet man manche andere Personen nicht mit. Na gut. Mascha, alles gut, danke dir. Bei dir alles fit. Du schon Feierabend? Fangst du erst an. Ja gut, das tut ja mal nichts. Heute ist so warm. Es ist schön. Es ist schön. Hallo, es ist Sommer. Wir haben so lange Pisswetter gehabt. Ich hab das Grabe einfach satt. Die ständige Naswetter, hey. Da kann ich in die Kloschüssel auch reinschauen. Ja, kommt genau die gleiche Stimmung auf. Also von daher, ich bin froh, dass es schön ist. Und ich hoffe, es bleibt ja schön. Von mir aus hat es 30 Grad jetzt die nächsten 3 Monate. Aber gut. Noch nicht zu 100% muss er die Eignungsuntersuchung machen. Ja, da wird's der Dennis durchgehen. Also, wo hast du denn überhaupt beworben, wenn ich fragen darf? Also, musst du jetzt natürlich nicht im Chat beantworten, wenn du es nicht magst. Also, nur für den Fall, dass du es teilen möchtest, darfst du es uns gern mitteilen. Ja? Zum Glück endlich Sommer wieder. 100%ig. So, Freunde, wir fangen jetzt an. Wir müssen stichhaltige Argumente vortragen. Ist das selbst? Bei der Deutschen Bahn. Alles klar, du hast auf alle Fälle einen schönen Arbeitgeber. Kann man nichts sagen, glaube ich. So. Obacht jetzt. Klappe. Müssen wir das Spiel mehr aufmachen, dann müssen wir da umgehen und dann müssen wir... Aha, da seht ihr wieder mein OP-Rayquaza Wallpaper. Wird schon passen. So, Battle und Ton haben wir hoffentlich. Wenn nicht, dann flippe ich aus. Wie war euer Tag? Oder für die schon Feierabend haben, wie war euer Tag? Ich hoffe, entspannt. Ja, jetzt muss ich natürlich meinen Controller wieder einstellen. Ich verstehe das nicht, warum man sich das nicht merkt. Ja, den wollen wir. Gut, uns zweit. So. Jetzt wird's recht. Imagine, jemand spielt Piano, man geht zu ihm hier und sagt Klappe. Das war mal, da kannte man jetzt den einen oder anderen vorstellen, der wo das macht. Ja? Ich tat das natürlich nie. Ja? Ich bin ja ein sehr wohlerzogener junger Mensch. Ja gut, jung bin ich jetzt vielleicht nicht mehr so, aber wohlerzogen, da ich sagen. Was heißt angeschubst auf Japanisch? Was kommt denn jetzt wieder? Ich glaube, ich mag's gar nicht wissen. Wifi, grüß dich, bin schon da auf der Couch eingepennt. Powernapping OP. Kenne ich. So. Weil jetzt muss ich mich erst einmal ein wenig orientieren. Was ist denn Sache überhaupt? Pokémon. Was heißt angeschubst auf Japanisch? Pokémon. Mr. Saijin, den check ich jetzt nicht. Ich weiß, was Marshall schreiben wollte. Aber Mr. Saijin, den mit Pokémon, den check ich jetzt nicht.
Denn da ist jetzt mein Leit, da bin jetzt auf mein Sessel, ist, da haben sie eine Leitung verbaut scheinbar. Ich weiß nicht. So, jetzt passt so wacht. Ach, wir haben eh gar keine Aussichtstürme mehr. Lol. Ich dachte, wir haben da noch so viel. Was da wieder für Erinnerung gehabt. Auf alle Fälle, da ist unsere Hauptmission. Die machen wir jetzt dann gleich. Und da ist noch eine Codex-Seite und den Turm schauen wir uns jetzt auch noch, damit wir haben der Vollständigkeit selber. Was, der lebt noch? Loppe. Poke schubsen, ihm, australischer Slang. Achso, on. Du weißt jetzt, du weißt, was für ein Command jetzt eigentlich kommen müsste. Pokémon. Ausrufezeichen Sauerkraut. Das ist schon blöd. Wann musst du eigentlich heute ins Training, Mr. Seijing? GSC hupst. Ah, jetzt, der hat mir schon gedacht, der muss ja irgendwann kommen. Wifi, bei dir auch ist alles fit. Abgesehen davon, dass du vielleicht noch wegen mir bist. Aber sonst hoffe ich, geht's dir gut. So, wo war jetzt die Codex-Seiten dahinter? Brauchen wir da. Stehen eh schon nebeneinander, das passt genau. Lasst es sich spüren. Genau, lasst es spüren. Müssen wir auch nicht gleich wieder irgendwie ein Blutgemetzel da auf der Straße richten. Ja, das war ja auch nichts. Es wird Zeit für Urlaub. Freunde der Sonne, 5 Wochen noch. 5 Wochen. Dann wird sich der Bazi mal ins Ausland verabschieden. Ja, dann geht's nach Rhodos. Ist ja scharf wie Pfefferkernel. Sonst passt alles soweit, das hört man gern. Bei mir ist es soweit auch alles fit. Ich bin halt schon fleißig sporteln gewesen. Das Schöne wieder so im Ausnutzen, habe ich mir gehört. Und Diablo habe ich halt auch schon gesuchtelt. Wie kann es denn anders sein? Wenn ich mir dran denke, dass er Alarm schluckt oder zipft rum. Um 5 Uhr Training bin ich jetzt eh schon dahin. Muss für 20 Kinder circa Training erfahren. Mr. Seijing, da wünsche ich dir viel Spaß beim Kindertraining. Und trink viel. Nicht, dass du uns noch ausdrückst bei der Wärme. Und genieß auf alle Fälle. Wer weiß, wann es wieder regnet. Ich hoffe, dass am Freitag mein Training stopfen. Letzte Woche hat es uns geregnet. War unzauberhaft. Bis nächsten Donnerstag hat dann 4 Wochen frei. Ja, die Zeit wird auch umgehen. Das sage ich drauf, wie es ist. Nächster Donnerstag, das ist nicht mehr allzu weit. 5 Wochen haben weiter. Aber ich bin dann auch froh, wenn ich von 11. glaube ich, von 11. bis 24. Juni frei habe. Rhodos, und ich hab zuerst gemeint, mit Ausland meinst du Sachsen. Wait, what? Vorsicht, Mr. John Siege. Halt, wir müssen mehr nach unten abgesehen davon. Am letzten Tag nach Schulung bis um 4 Uhr. Aber da weißt du dann immerhin, dass es dann gegessen ist, weißt du schon? So, schauen wir mal an, was der Presse zum Sagen hat. Alles muss raus mit Antonio und seinen Dieben zusammenarbeiten, um Emilio zu besiegen. Emilio Barbarigo. Das ist der Klatscher, der wo zuerst dran glauben muss. Bitte, herein. Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nähert euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt, formieren wir uns vor diesem Gebäude neu und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals- und Beinbruch. Wünsche ich auch. Herbert, Tomedieri, grüß dich. Richtig, ich werde mir sauber was zum Knabbern mitnehmen, ist ja alles online inzwischen. Kann ich sauber nebenher Brotzeilen und so. Achso, machst du die Schulung quasi von daheim aus. Das ist ja dann natürlich umso besser. Da kannst du auf Couch flackern oder halt so nebenbei ein wenig
Du kannst die Schulung nebenbei mitlaufen lassen, meine ich, oder? So, glaube ich, trifft es ganz gut. Dann geht's auch noch. Ich hätte jetzt gemeint, du sitzt in irgendeinem Schulungsraum, da, wo es auch ungefähr 300 Grad drin hat, dann gefühlt. Und musst irgendwelche Druck an Themen durchnehmen. So, Ziele eliminiert. 0 von 5, wir müssen Schützen ausschalten. Dann tun wir das halt. Ach so, du sitzt... Ah, jetzt sind wir beieinander. Okay. Ja, gut, aber ist auch besser, als wenn du bei 50 Leuten gefühlt sitzt. Die wo alle zuhören müssen, dass du ja nicht und dass du ja aufschauen musst, dass du nicht einschlafst. Das ist aber ganz gefährlich. So. Wir müssen jetzt da die 5 einfach ausschalten, oder was? Hat aber mehr wie 5. Jetzt runter hier! Oder ich schieße! Dazu! Du rennst doch! Ach, die kehren da noch gar nicht dazu. Lol. Ich nehme keine Arbeit mit heim, wenn es nicht zwingend sein muss. My home is my castle. Ja, recht hast. Was für ein Athlet! Was tut ihr denn hier? Ja, ich häng da so rum und du so? Du gehst den ganzen Tag hin und her spazieren. Wow. Tolle Sache als Woche, ehrlich. So, was schiffen gehen. Zupf dich. Jetzt halt auch nicht. Seh fix. Brauchst du wenigstens keinen Wickerstein? Nicht futzen. So, der da hinten zählt. Sag ich schon, der hat einen roten Punkt. Da, er flieht. Ja, so hinter sich, das ist gut. 4 Löwen zum Beschützen sind auch da. Ja, im Büro wahrscheinlich nicht. Dann schaut man wieder auf Klinge um. Das geht mir sauber einfach gerade. Da ist irgendwas im Busch. Das sage ich gib es ist. Das ist ein anderer, das ist der da hinten, oder? Okay, nice. Im Castle hat man das so. Ja, im Castle schon. Im Castle haben wir Löwen da, das stimmt. Müssen wir da auf, oder was? Oder da oben? Auf oder oben? Offensichtlich auf. Hoffe jetzt einmal. Gut, wir hätten oben müssen. Das war aber knapp, jetzt war ich bald noch rausgesprungen. Schnell. Ach so, müssen wir uns da Gut treffen, okay. gemacht, Ezio. Es läuft alles wie geplant. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilius Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Ezio ist ja übrigens jetzt auch zum Vollzugsbeamten aufgestiegen, ja? Mit stichhaltigen Argumenten. Der Vollständigkeit halber sage ich das einmal dazu. So, das ist jetzt die Hütten, wo wir rein müssen. Natürlich ist da ringsrum lauter Wasser. War auch klar. Jetzt brauchen wir erst einmal irgendwie so ein
So ein paar Hanseln, die uns da mit Wachen ablenken. Weil da können wir ohne Kampf jetzt definitiv einmal nicht durch. So, und ich möchte jetzt ja, wenn möglich, so einfach wie möglich machen. Also, was heißt so einfach wie möglich? So, so kampflos wie möglich. Geht vor. So. Na, habt Spaß. Sie. Ich kann überhaupt nichts dafür. Ich sag's Ihnen gleich. Der Ezio war mit seinen Kirchturmsprünge der Vorreiter vom TV total um Elten. Bis ich euch in die Finger bekomme! Komm sofort! Easy. Voilà. So, da haben jetzt auch wieder ein paar Wochen mehr. Der Emilio sitzt natürlich ganz da hinten, das ist eh klar. Naja, einfach wenn nicht. Jetzt schauen wir mal, ob wir da oben halt irgendwas reißen können. Wir müssen auf alle Fälle innen rein. Müssen wir da mal ausluren, wo da was für eine Wache steht. Da soll das Adlerauge helfen. Ah, da unten steht schon einer, siehst du das? Euer kleines Kartenhaus stürzt zusammen, Emilio. Ein kleiner Rückschlag, das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie. Es ist der Assassino, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konnte ihr so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder in Florenz liefern. Jetzt pass auf, der geht jetzt mit dem anderen spazieren, wenn mich nicht alles täuscht. Genau wollt ihr kann. Ich habe aber jetzt definitiv keinen Bock, jetzt irgendwie einen Kampf Sehr gut. zu starten. Das war knapp. Als ihr dann noch leben solltet. Wenn ihr einen Rat wollt, achtet an einem weniger auffälligen Ort. Zeta ist nicht sicher. Zeta ist eine Festung. Wenn ihr das seid, lebt wohl, Emilio. Schauen wir mal, ob der da getriggert wird, dass er herkommt. Du, ruf mir mein Boot. Es kann nicht weit sein. Wenn es kommt, ladet die Kisten auf und seid bereit. Ich bin bald zurück. Wenn Carlo recht hat, muss ich mir ein Versteck suchen. Nur bis zum Latu! Schneller! Verdammt! Ja, das wird die eigentlich nicht. Er arbeitet mit Antonio zusammen. Das heißt, die Angriffe? Nein. Ich habe zu hart dafür gearbeitet. Da unten das Ziel. Okay. Price, habe ich die Ehre. Bei mir ist es gut. Ich hoffe bei dir auch. Da hinten steht auch noch einer. Sprich dein Gebet! Klappe. Ja gut, wir können uns von oben nach unten arbeiten. So ist er jetzt nicht. Mir war eigentlich nur wichtig, dass wir den anderen, also das Hauptziel, ausschalten, ohne Paar müssen weichen. Das ist der Preis. dass er uns sagt. Warum müssen die Assassinen sich immer einmischen? Wie Giovanni. Hätte er uns doch bloß in Ruhe gelassen. Da hinten ist er. Ach, der wird sofort getriggert. Okay, ja gut. Der wird sowieso getriggert. Gut, macht nichts. Warten schau. Bei dir passt es soweit? Sehr schön, das hört man gern. Keine Angst. Kommst pünktlich zum ersten Ich Opfer. spüre keine Angst. Nur Bedauern. Ich wollte Einheit. Stabilität. Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Der Preis ist heiß. Schritt erfordert Opfer. Der Preis Ich ist tue das hier heiß. nicht gerne, doch es gibt aber keinen wen? anderen Weg. Requiescat in pace. Hä? Ach, das waren meine Männer. Sehr gut, die haben da was da. Eigentlich nicht, aber... Verzeiht, wir konnten nicht widerstehen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Es hat 26 Grad und wir sitzen vor die Rechner anstatt auf dem Moped. Was stimmt mit uns nicht, Mr. Price? Ich bin halt schon gefahren. Also ich sehe keinen Fehler nicht. Zeta ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht, holt Emilios Banner ein.
Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Sagt mir, Ezio, wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Was noch? Und wie soll er 3,50 Mark Emilio verdient? traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der 10. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen. Ja, ist erstaunlich einfach gegangen. Ich hätte jetzt gemeint, das wird ein wenig komplizierter, aber war nicht so tragisch. Der Emilio ist so langsam gelaufen, das war jetzt echt kein schweres Unterfangen. Der ist mehr grün wie gelaufen, wenn du mich fragst. Du kannst das zum Streamer beim Moped fahren schauen. Hashtag Lifehack. Nein, das tust bitte nicht. Egal was du tust, aber das tust bitte nicht. Bring nicht die Leute auf dumme Gedanken. Ja, ich möchte nicht irgendwann eine Meldung kriegen, dass Leute umgekommen haben, nur weil sie mir den Idioten im Internet da angeschaut haben. Das war nicht cool. So. Oh, wir haben ein Assassinengrab, Freunde. Sollten wir uns das heute anschauen. Wie schaut's denn aus? Fahren oder schauen? Genauso wie saufen oder fahren. Mrs. Wifey, die Aussage ist eine 11 von 10. Ich sage jetzt einmal so, wir holen uns erst einmal die 32.371 Unzen ab, weil mehr Geld ist bekanntermaßen auch mehr gut. Und wir haben 29.351 bereits auf Tasche. Das ist auch sehr gut. So, jetzt schauen wir mal auf Karten, damit wir uns einmal anschauen können, wo es jetzt dann gleich Phase ist. Wir haben auf alle Fälle da ein Assassinengräblein. Ja? In eines der beiden Assassinengräber in Venedig gibt es ein geiles Easter Egg, das ich euch zeigen werde, für den Fall, dass ihr es nicht wisst. Aber da kommt eine coole Szene. Ja? Die richtigen Hardcore-Fans von Assassin's Creed kennen das Easter Egg natürlich. Ja? Aber der Vollständigkeit halber nehmen wir es mit und wir hätten es sowieso mitgenommen, weil ich die Szene cool finde. So, jetzt kehren wir erst einmal zurück. Rammen wir die Truhe aus, holen wir den Turm, holen wir die Codex-Seiten und dann machen wir direkt weiter. So. Ab in die Villa. Emilio war einer von den Leuten, die im Sport zuletzt gewählt worden haben. Die, wo nie auch erschienen haben. Wo beim Sportunterricht dabei krank waren. By the way, ich bin in Naruto Shippuden durch. Sehr gut, Mr. Price. Was ist dein Fazit? Da kann ich empfindlich werden bei sowas. Ja, das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Da haben sie schon ganz andere Leute drin. Aber gut. So, jetzt holen wir uns erst einmal Kohle. Ja? 61.630. Wenn das nicht viel ist, dann weiß ich es auch nicht. Da haben wir eh alles ausgebaut, der kriegt kein Geld mehr. Das Arschloch. Der hat uns eh nur ausgenommen. Jetzt nehmen wir erst einmal ein. Ja? Die letzte Staffel ist hübsch für den Hugo, aber sonst sehr gut. Ja, die letzte Staffel ist ein wenig... Die verliert ein bisschen an Intensität. Ja, aber sonst an und für sich eigentlich zauberhaft. So, jetzt reparieren wir erst einmal... Nein, wir reparieren wir nicht unsere Rüstung. Wir kaufen uns jetzt eine Rüstung, Freunde, weil jetzt haben wir Kohle ohne Ende. Missaglias-Stiefel. Hermenschund! Was kostet die Welt? So, Schulterplatten Metall. Nehmen wir auch. Ist by the way die letzte Rüstung, die wir jetzt kaufen. Danach brauchen wir nichts mehr. Brustschutzmetall nehmen wir auch noch mit. Schickt mir eure Freunde. Ja. Und jetzt schaut das zauberhaft aus, Freunde. Mehr brauchen wir nicht. Und unseren Wert haben wir auch noch mit gesteigert. Und wir haben ja immer noch 24.315 Florin über. Ich wollte es gerade gesagt haben. Nein. Also das brauchst du dann wirklich nicht mehr anfangen. Irgendwann ist es auch gut, weißt du schon? Das ist jetzt wie mit Game of Thrones. Ich werde mir auch die neue Serie da nicht anschauen, da, die wo um Targaryens geht, weil das ist durch das Thema für mich, ja?
Zumindest so lange, bis die ersten Arbeitskollegen alle schon, ich möchte anschauen, super Serie. Dann werden wir wahrscheinlich auch wieder eine Folge anschauen. Höchstwahrscheinlich. Ja? So, unser Ziel war, wo war denn das nochmal? Es war Hipster runter, gell? Gehen wir mal daher, nach San Marco. Die nächste Erwähnung von der Nachfolgeserie kassiert einen Timeout. Achtung, der Herbert ist zündig. Aufpasse. Da kennt der Herbert nix. So. Da, Freunde, dieses Gebäude, der Palazzo Ducale di Venezia, also sprich San Marco, da haben die Entwickler damals gesagt, ihr kommt außer bei der Hauptmission nicht in diesen Palast. Man kommt in den Palast. Ja? Wer denkt auch noch sagen, wie? Es geht auf jeden Fall. Aber das habe ich damals ganz witzig gefunden. Die Entwickler waren felsenfest, haben die das behauptet. Außer in dieser Mission, wo man da eine muss, kommt man da nicht eine. Und man kommt aber doch eine. Ja? So, und wenn mir nicht alles täuscht, ist auch das genau der Turm, da wo wir jetzt aufgraben können. Jetzt pass auf, lasst mich nochmal schnell lernen. Da ist auch das Assassinengrab. Müssen wir da her. Ja gut, das wurscht. Macht auch nichts. Aber ich weiß, dass das da auch ein Aussichtsturm ist. Der wird zwar jetzt nicht angezeigt, aber den erklimmen wir jetzt trotzdem gleich. Damit wir ihn einfach einmal haben. Ah, das ist sogar ein wenig so, okay. Spotty, grüß dich! Na, alles fit? Alles im grünen Bereich, das hört man gerne. Hä? Da kommst du jetzt da auf in der Hand? Das ist ja alles so. Stell die Frage nicht. Kommt man da vielleicht noch eine Waffe? Kann auch möglich sein. Dass man da erst später Waffe kann. Aber ich weiß, dass das definitiv ein Aussichtspunkt ist. Da oben. Bei mir ist auch soweit alles fit. Gut, dann nehmen wir halt erst den da hinten, ist auch wurscht. Lass ab von mir, Mistkerl. Oh, das war der falsche Knopf. Wir wollten eigentlich nur umrennen. Aber sorry. Oh, hat er wenigstens ein Geld dabei. Oh. Immerhin. Ja, ich weiß auch, dass du auf kannst, aber... Ja, das muss man halt noch mal anschauen. Das weiß ich definitiv, dass das ein Aussichtsturm ist. Da schaut es mir an, wie wenn da keine Codex-Seiten drin ist, okay. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. So, dann bestichen wir mal, dass das wieder runter geht. Gut. Müssen wir da auf. Oh, Kriminal, was ist denn jetzt? Ich will jetzt eh überhaupt kein Haus mehr werfen gehabt, oder was? Anscheinend. What the fuck? Hey, ist mein Spiel jetzt buggy oder was? Der wird doch da aufgekommen. Hallo? Ist jetzt mein Spiel im Arsch oder was? Was tut ihr denn hier? Runter, Stronzo! Tut, lass den Spaß beginnen. Kleiner als 3 Bazi, du bist ein großartiger Zeitgenosse. Vielen Dank für alles und auf weitere skandalöse Schandtaten. GSC Hubst.
Liebhoi, auf geht's Leute, wir wollen die neuen Emotes kleiner als 3 kleiner. Wichterli, danke dir für deinen Resub, auch bereits im 5. Monat. Leck mich am Arsch, die Zeit vergeht so stark. Und danke für die lieben Worte. Es freut mich, wenn ich ihn unterhalten kann und wenn ihn gefällt, was ich da betreibe. Ja, das ist das größte Lob, das man mir machen kann. Und nein, wir machen mir jetzt bitte nicht wieder Eskalation da in dem Chat. Ja, das muss nicht sein. Wichterli, danke dir. Ja, ich kann das Ganze nur so zurückgeben. Vielen lieben Dank. Bitte mal ein kräftiges Bazi-Herz in den Chat für die Mrs. Fichterli. So. Wir haben wieder anonym. Ich möchte aber jetzt wissen, ob man da aufkommt. Ich verstehe die Frage nicht. Ja, der wird mir sogar aufgeführt als Aussichtspunkt. Das müssen wir uns jetzt nochmal anschauen, weil das ist jetzt komisch. Das ist seltsam. Das möchte ich jetzt schon einmal sein, weil das da, das ärgert mich jetzt. Was heißt ärgern? Da kommt jetzt mein Monk durch, ja? Mein Spielemonk kommt da durch. Fichterli, alles gut bei dir. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Tag gehabt. So, und ich sag's mir jetzt auf der Stelle, wie ich da auf die scheiß Burg darf ich komme. Da gelungen. Ah, da schau her. Da ist die Mauer eingerissen. Da, sagst du das da? Ja gut, ich bin halt schon alt und sag nicht mehr so viel. Wisst ihr das? Alt werden, Freunde, das ist einfach nicht schön. Da kommt der Bazi dann auch auf. Jetzt ist halt die Frage, da wird es wahrscheinlich rechts umgehen, ja, sagst du das da? Mhm. Und dann noch eher so, und jetzt hänge ich fest, oder was? Wieso? Hallo? Ich verstehe die Frage nicht. Jetzt halt, den hast. So. Das ist sehr schön geschrieben, ja. Das war ein sehr, sehr schönes Kompliment von dir. Da bin ich direkt rot, ja. Das, was ihr hier vor euch seht, ist der dreifache Super Saiyajin. Den hat noch keiner geschafft, deshalb hat es auch etwas gedauert. Sogenannte jetzt fall nix, du HOSD Voin, da se as Bazi-Herz außer Audans Game Gamöp 98 Love Gamöp 98 Love Gamöp 98 Love. Ja, okay, dann heute mal meine Siege. Danke dir für deinen Resub im 3. Monat. Okay, ich sag schon nichts mehr. Ist doch gut. Wenn's unbedingt willst. Ja, keine Bits mehr, sorry, ist gut so. Das ist, Herbert, das ist überhaupt kein Thema nicht. Das ist zauberhaft. Das ist sehr zauberhaft. Nein. Das glaube ich halt nicht hin. So, hab doch gewusst, dass man da im Werfer kommen muss. So. Ah, siehst du, da wird Karten gleich weiter. So, jetzt passt so, macht. Jetzt machen wir mal, wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir es erst 4:30. Das heißt, die Zeit, die nehmen wir uns jetzt sehr schnell, ja? Das heißt, wir holen uns die Codex-Seiten da hinter. Dann holen wir uns die Codex-Seiten da hinter. Dann werden wir wahrscheinlich noch den Turm da holen und den da. Und dann machen wir das Assassinengrab und dann machen wir die Hauptmission. Ich glaube, das ist ein guter Fahrplan, wenn es mich fragt. Ja? Das Assassinengrab schauen wir uns heute an. Das ist aber nicht das, was Easter Egg drin ist. Ja? Das Easter Egg ist in einem anderen, das ist da hinten irgendwo. Ja? Da können wir noch nicht hin. Gut. Gehen wir einfach reihum. Das meine ich, ist das gescheiter. So, wo ist jetzt so der Heibung? Und ist der Heibung. Es fehlen 100 Bits und ein Abo, falls war, sonst triggert es nicht. Ja, das passt eh so. Das ist völlig zauberhaft so. Abgesehen da. Nein, das sage ich jetzt nicht. Nein, den Kommentar, den verkneifen wir jetzt halt. Aus Gründen. Den verkneifen wir jetzt, den Kommentar. Was für dicke Steine! Bitte, danke für deine 100 Bits. Die dicken Steine. Der Allure gefällt selbst mir so gut, dass ich eigentlich... Keine Ahnung, wie ich auf den Allure gekommen bin. Fragt's mich nicht. Möps.
So. Aussichtspunkt Nummer 1. Hammer. Sehr gut. Das hätte ich halt gern alles offstream gemacht, die ganzen Aussichtstürme, aber aus Gründen, weil ich hab's ja vorher schon gesagt, der Borg Schubste darin hat dafür verantwortlich, dass ich massivst im Diablo 3 Fieber versungen bin. Oh. Was für dicke Steine. Wichterli, danke dir nochmal für deine 100 Bits. So. Was wollten wir jetzt da das nächste wollten wir noch machen? Da, Codex-Seiten. Mehr Codex-Seiten sammeln ist mehr gut, habe ich gehört. Mr. Price, danke, dass du der oder den May Rockraven, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er Männlein oder Weiblein ist, einen Sub gegiftet hast. Danke dir, willkommen in der Basis gehen. Da habt ihr keinen Hype-Train, seid ihr jetzt zufrieden? Jetzt gibt's aber auch wieder einen Frieden, jetzt gibt's aber jetzt auch Frieden, gell? Bitte, dankeschön. Bei dir packt der Train schon wieder, ja, weil du schon wieder mit der Twitch-App online bist wahrscheinlich, oder? Diablo 3 Fieber, wie konnte das passieren? Das hat sich der Doktor auch gefragt, da hat man es auch nicht sagen können. Er sagt aber, es ist ein weit verbreitetes Phänomen. Das haben momentan mehrere. Ja, aber das ist medizinisch nicht begründbar. Aber es ist schön. Es ist nicht schlimm. Oh, Fichterli hat das 1000-Bit-Emote. Viel Spaß damit. Da sagst du mir, wie viel Geld du das bei mir schon wieder gelassen hast. Spar dir das Geld. Auf der, weiß ich nicht. Lieber einen Kasten Bier dafür. Fichterli. Stop it! Ich sag einmal so, jetzt haben wir einen Emote-Slot, ja? Wir haben die 35 Abonnentenpunkte erreicht. Jetzt könnt ihr auch wieder aufhören. Ja, jetzt habt ihr es geschafft. Ist wollt Emotes, dann kriegt ihr Emotes. Müssen wir jetzt noch einen Stream irgendwann einmal den Emote-Slot freigeschaltet haben. Fichterli, danke dir, dass du an Shadow, an Ungarius, an Strelok Dima, der Kathi on Bass und an Valentin einen Sub gegiftet hast. An alle Beteiligten willkommen in der Basis und viel Spaß mit den Emotes. Ich weiß nicht, wer alles da ist, aber für den Fall, dass ihr da habt, viel Spaß damit und ein Dankeschön an die Fichterli raus. Und Fichterli, danke dir für den massiven Support. Ja? Es könnt jetzt aufhören. Ehren-Teelicht, Ehren-Bazi, Ehren-Bazi-Teelicht mit der Gusseise. Ist so wurscht. Ehren-Gusseise nicht, weiß ich nicht. Sucht irgendwas aus. Gibt genügend. Stop it now, ja? Es habt einen Emote-Slot jetzt. Mehr braucht's jetzt nicht mehr, okay? Hat's wieder genug eskaliert heute. Für das, dass ich einfach nur sinnlos in der Gegend umeinander renne und irgendwelche Türme aufsteige. Habt's aber einen Schatten. So. Den Turm nehmen wir auch noch mit, haben wir gesagt. Sitzt jetzt zufrieden vor eurem PC und mümmelt an ihrem Dürüm. Lasst ihr den Dürüm schmecken. Ja, auf alle Fälle. Einen herzlich guten Appetit. Selbst wenn es das Geld nicht ausgeworfen hättest, für mich hättest du zwei kaufen können. Ich verstehe die Frage nicht. Dürüm sind zum Inhalieren da, die schnauft mei. Ja, mindestens zwei. Du schaffst einen halberten. Wie jetzt aber bei einem halberten, da rendiert ja der Gang zum Dönermann nicht. Du backst auch 3, wenn es pressiert. Ja, 3 ist schon gallig. Also 3, es hat einmal eine Zeit gegeben, da habe ich 2 Döner locker weggepackt. Ja, da hätte ich theoretisch noch einen halberten schaffen können. Mittlerweile schaffe ich, aufgrund der Tatsache, dass ich ein wenig gesünder lebe und ein wenig sportlicher geworden bin, schaffe ich gerade noch so 2 mit Ach und Krach. Ja? Und fragt mich dann danach jedes Mal wieder, warum wir den Scheiß antun. 2 schaffen wir Mädels doch gar nicht. Ja, gut, das muss man natürlich jetzt auch wieder in Betracht ziehen. Nein, jetzt ist er Ruhe! Es habt's doch im... Achso. Wer mache heute auch mit LUL. Ja, jetzt machst du auch noch mit, ist eh klar. Weil es ist ja nicht schon nur eskaliert worden jetzt. Wer danke dir für deine 100 Bits. Jetzt ist aber Ruhe. Ja, ich sag's jetzt nochmal, wir haben einen weiteren Emote-Slot freigeschaltet. Also soll man. Shadow habe ich dir. Da kannst du gleich bei der Fit... Achso, ja, hast du schon. Nevermind. Shadow ist fit bei dir. Schön, dass du einer schaust. So. Bei 2 würde ich die Küche neu streichen. In einem schönen Ockergelb. So, okay. Jetzt wo sind die Codex-Seiten? Da herunter. Jetzt holen wir uns die Codex-Seiten.
Du kannst da sportlich sein und gut essen. Ja, das kannst auch da. Wenn es nicht mehr weiterkommen möchtest, so auf die Art. Ja, ich bin ja voll drin in der Materie, ja, was das so geht. Beziehungsweise du sollst jetzt das teilweise sogar so machen, weil es gibt gewisse Effekte, die du nicht haben willst. Aber gut, das gehört jetzt nicht daher. Für den Fall, dass ich gesehene Sachen nochmal interessieren, da können wir mal im Discord drüber reden, wenn das den einen oder anderen irgendwie juckt. Mir hätte jetzt da on-stream nicht den Mordsgesündling da raushängen lassen, obwohl ich es eigentlich auch nicht wirklich bin, weil wenn ich mir mal vor Augen führe, was mir hier das Wochenende so reinpfeife, ist das alles aber definitiv nicht gesund. Ich esse vom KFC einen Eimer für 4 Euro mit 4 Beilagen und 2 Liter Getränk, Mr. Herbert dazu kann dann wirklich was sagen, ich war noch nie im KFC. Die einen sagen, es schmeckt geil, die anderen sagen, es ist nichts anderes wie der Burger King. Nur mit Händel. Ja, da machen wir mal einen gekonnten Kopfsprung. Ein gekonntes Köpfe, Freunde der Sonne. Ist halt Fastfood. Ja, das ist mir jetzt schon fast klar, dass das jetzt nicht aus der frischen Theken kommt. Also das war mir auch klar, dass KFC Fastfood ist. Wir haben am Dienstag immer ein Wir haben am Dienstag oben ein Händelbrot da. Das ist nicht dasselbe. Willst du mich verarschen? Komm jetzt ich da durch die Mauer nicht durch, oder was? So, da habt ihr einen Hype-Train. Ja, ich kann euch jetzt die Emotes nicht sagen, aber normalerweise geht es an das neue Emote. Ja, an das neue Hype-Train-Emote. Ja, möchtest du mich verarschen? Komm ich da nicht hinter, oder was? Ist das dein Scheiß Ernst jetzt, oder was? Kann jetzt nicht auf die Codex-Seiten hin. Ja, nice game. Der Moment, wenn du den ganzen Weg umsonst dahergerannt bist. Ja, toll. Lol. Ein Level 2 Hype-Train-Mode habe ich erhalten. Sehr schön. Das freut mich. Mir ist eigentlich um die Menge gegangen. Formulieren wir es anders. Ich pack je nach Hunger 4 bis 5 Globus-Semmeln mit allem drin, was haben. Leberkäse, Hack, war mal egal. Also wenn mir richtig krass hungert. Ja? Wenn mir richtig krass hungert. Und ich an dem Tag vielleicht nur Sport gemacht habe, in Form von Fitnessstudio oder Tennis. Idealerweise, im Idealfall Tennis, ja, weil du verbrauchst mehr Kalorien. Dann da ich wahrscheinlich 5 Semmeln schaffen. Und bei einer 6. da müsst ihr die dann überlegen, ob es noch eine geht oder nicht. Nein, nicht einmal. Steak. Steak oder Leberkäse, irgendwie sowas. Warum ist denn das Gebiet gesperrt? Achso, da will ich schon wieder weit außerhalb bin. Ja, gut, okay. Die Codex-Seiten kriegen wir noch nicht. Da ist die Hauptmission, die machen wir jetzt noch. Jetzt machen wir das Assassinengrab. So ging es. Der mal wegen in der Gegend umeinander kraxeln. Mozza Kommentare. Ein Wammerl? Wammerl ist ein Schweinebauch. Wichterli. Das heißt bei uns in Bayern Wammerl. Also Braten, wenn du so willst. Du fragst am besten einen Herbert. Der Herbert kann dir das genauer erklären. Ach ja, genau, bevor ich es vergiss. Weil ich es gerade zeige. Könnt ihr mal einen Shoutout für die Fichterli machen. Mods, ihr wisst eh, dass wir mir jetzt zum Teil personalisierte Shoutouts haben. Für die Fichterli haben wir unter anderem auch einen. Wobei der Mod sagt, meine kriegt auch gerade einen. Achso, der habt ihr schon einen. Ah ja, okay. Rezept incoming. Die größten Portionen ums günstigste Geld habe ich immer in Kanada gegessen. Da war es alle Tag zum Sterben nach dem Futtern. Das glaube ich gern. Das glaube ich gern. Da kriegst du gefühlt 3 Kilo Fleisch für, was weiß ich. Teckersau, Brottersau. Danke dir, Herbert. Ja, ich hab's. Es schreibt momentan, es hat halt so dermaßen aktiv im Chat, dass ich mit dem Lesen nicht nachkomme.
So. Da weiß ich noch, ist der Eingang da erhintert. Und was tust du eigentlich da? Was hast denn du da in der Hand? Ein Opfer? Jetzt hast du aber ein Glück gehabt. Freundchen. Ich kann lesen, ja, ab und zu. Ab und zu. In der Schule habe ich außer Singen und Klatschen ausnahmsweise mal lesen gehabt. Konzentration war bene. Ist gerade ein wenig schwer. Ist gerade ein wenig schwer. Aber gut, so. Wo ist jetzt der Eingang in die scheiß Hütten? Da rund. Oder was? Drüben ist eine Truhe, die hören wir uns noch. So, Freunde, Assassinengrab. Das gönnen wir uns jetzt. Fichterle, das ist aber gut, wenn es warm ist. Ja, mehr Sonne ist mehr gut. Mehr Sommer ist auch mehr gut. Ja, du kannst dich draußen hinsitzen und einen kalten Cocktail saufen. Oder wahlweise einen großen Bier. Such das aus. Du hast im Winter zwar da, aber im Winter ist es halt nicht so geil. Aber da nicht gleich 28 Grad im Schatten. Lebst du in Italien oder was? So heiß ist bei uns jetzt noch nicht. Aber das ist gut, wenn es bei Enkom schon so warm ist, dann wird es bei uns wahrscheinlich auch wieder mal so warm. So. Wir haben in der Kirche. Gibt schönere Orte. Aber gut. In Brandenburg. Ja, das kommt wahrscheinlich dann nochmal alles zu uns. Nur mehr warm, noch mehr gut. Der Mr. Price weiß was Gutes. Gut, ich muss zur Verteidigung dazu sagen, wenn es im Sommer wirklich richtig heiß ist, also tagelang richtig heiß ist, ja, und ich stream da in dem Zimmer, dann kommt ungefähr alle 30 Minuten irgendein Hobbit einer und wirft mir seinen Ring auf den Bälle auf, weil da wird es dann wirklich richtig unangenehm warm. Ja? Aber ich habe mir da letztes Jahr anhand eines Alu-Ventilators ein bisschen Abhilfe geschafft. Da muss ich zwar aufpassen, dass man meine Flauschnädel nicht davor zieht, aber das passt dem dann schon. Mag's auch warm, aber für Mai ist es mir tatsächlich zu viel, zumal ich letzte Woche noch tierisch gefroren habe. Ja gut, für Mai 30 Grad ist tatsächlich doch ein bisschen fei, das stimmt. Ja, bei uns hat es halt 23 oder 24 sowas. So. Ah ja, das sind die 4 zeitbasierenden Dinger. Okay. I see. Es ist aber weit. Okay, okay, Freunde, das hat Fail-Potenzial. Ja, wahrscheinlich haben wir da jetzt eh schon ein wenig Zeit liegen lassen. Na, warte mal, wir hätten da hinter müssen, oder? Ah ja, lol. Okay. Moment. Müssen wir warten, bis es angelaufen ist.
Warte, wo haben wir da? Wo waren da jetzt die Dora? Das war der da wahrscheinlich, oder? Hinter müssen? Moment, einfach anders, hilft dir nicht. Ich bitte Installation von automatischen Hopper-Systemen. Ja, toll, jetzt habe ich nicht aufpasst. Ich soll halt vielleicht aufpassen, wenn die Cutscene kommt. Nochmal. Ah ja, okay. Ja gut, der ist verhältnismäßig einfach. Okay. Das erste von beiden bestellten Clip Studio Paint Büchern ist da. Was ist das? So, das da hat sich draht man nicht, oder? Ja. Okay, dann schauen wir uns das einmal an. Okay, da auf. Okay. Hä? Warte mal. Wo geht's da? Müssen wir erst einmal ah ja, okay. Jetzt natürlich auch. Oh. So, dann habe ich die. Mein Halbtrain startet immer noch. Ja, Twitch-App halt. Oh, das werde ich wahrscheinlich jetzt zeitlich nicht schaffen, weil ich mich da zweimal verhagelt habe. Aber vielleicht geht's doch. Schauen wir mal. Nice. Es ist sogar noch ausgegangen. Herbert stolzer Nutzer des Internet Explorer. Okay. Das zweite Rätsel haben wir also auch. Also, was heißt Rätsel? Oder Kletterparcours. Gut, dann haben wir das, was wir vorher nicht geschafft haben. Also da hinten. Dann da um. Da auf. Über den Balkon. Okay. Schauen wir nochmal. Ah, siehst du es doch. Wieder Schuhe draus, Freunde. Was der jetzt nicht Microsoft Edge? Ja, heißt er.
Ah, da geht's am Rand. Da geht's am Rand. Gut. Parcours Nummer 3. Gut, ist jetzt, denke ich mal, kein Geheimnis, was das für ein Symbol sein soll. So, das ist der letzte. Das ist da Treppen, dann geht's da entlang, einmal um. Also im Endeffekt im Kreis und dann nach oben. Dann wieder einmal um. Also auf gut Deutsch, rennen wir schleifen. So, da müssen wir einmal, jetzt passt es auf, da wir nicht rennen, da müssen wir über die Kreuz drüber, oder was das sein soll. Müssen wir da um. Ah ja, okay, zauberhaft. Okay, nice. Merkel 2011, das Internet ist für uns alle Neuland. Ja, für die schon. Für die Leute schon. Ich sag grad die Leute, die Upload-Filter gemacht haben. Wobei man sagen muss, das ist gar nicht... Also, man sitzt da wahrscheinlich jetzt in ein brutales Fettnäpfchen. Der Upload-Filter ist auch härter gekocht worden, als wieder gegessen worden ist. Ja? Also wirklich fake spielen tue ich davon jetzt persönlich nicht. Vor allem, wenn ich auf Instagram schaue. Kannst nach wie vor deine Muse da auf deine Stories oder was auch immer. Es ist immer so, ja. Mit den meisten Sachen. Gott sei Dank. Ja. Weil er nicht umsetzbar ist. Mhm. Da waren die Politiker wieder gescheiter wie die Leute, die wirklich mit dem Internet zu tun haben. Also die Jungen. Gut. Freunde, Assassinengrab haben wir. Gut. Noch Adam und Riese, 5 von 6 Siegel. Ich brauche eh gar nichts verzeihen, sagt den Geösserspei. Wo hat er das Ding hingesteckt? An einen... Na, das sage ich jetzt lieber nicht. Das sage ich jetzt lieber nicht, dass irgendein Twitch-Mitarbeiter da sitzt und mich dann mal instant mit der Gusseisern verdrescht. Ja? Das sage ich jetzt lieber nicht. Aber es könnt ein Kopfkino jetzt gern selber freien Lauf lassen, wo er sich jetzt das große, vermutlich 30 cm Durchmesser, runde Stor-Medaillon hingeschoben hat. Billinger, habe die Ehre, grüß dich. So, okay. Wir haben ein Assassinengrab. Das ist schön für San Marco, dass wir mir das haben. So. Gut. Jetzt, Freunde der Sonne, ist kurz vor 5. Das heißt, es ist Zeit für Hauptmission. Es ist an einem sicheren Ort. Lassen wir es einfach da dabei. Der Verb hat genau das trefflich gesagt. Es ist sicher verwahrt. Billinger, alles gut bei dir? Nö, und du so? Immer schön einen im Popo. Abskiert wo? Gerade von der Arbeit heimkommen. Mr. Billinger, dann wünsche ich dir einen sehr zauberhaften Feierabend und genießen Sie die Ruhe nach dem Sturm.
Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höchstpersönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Wer ist jetzt er eigentlich? Der Hanuta-König oder was ist jetzt mit ihm? Die Templer verfolgen, um ihr Treffen zu belauschen. Gleich und gleich. Aha. Also, Dick und wie doof. geht's im Palast voran? Offen gesagt schwer. Moscheniko hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... der Doge mag mich nicht. Warum das wohl? Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja. Brrr, Treffen der weißen Haie, Apfelteufel. Eine was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer. Schmeichler. Speichellecker. Muss ich fortfahren? Cretin, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist. Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur 2 Schritte vom Dogen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr wärt dort, wo ich bin. Aha, wissen wir bis heute, also mache Regierungsbeamte nichts dauern. Jetzt weißt du, warum er dir nicht traut. Mich ausreden. Aha. Ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Vor allem, folge den Templern in sicherer Entfernung. Wie sicher soll es denn sein? Ja. Webfutzen. Ist es noch weit? Seid doch nicht so weibisch. Oh, Alter, das ist jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt. Alter, das ist gerade der schlechteste Zeitpunkt, um mich zu bedrohen. Ehrlich. Okay, nice. Guten Morgen, Vetter. Oh, der Gandalf schon hier. Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird aus dem Plan? Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein, es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Gandalf ist nicht so völlig. Das kannst du ihn schon bald selber. Das war nicht geplant. Er ist hier? Aus Rom? So, wir verstecken uns jetzt einmal hinter die Weiber. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Für entschieden, Vetter. Da, ich hab's schon vor. Die rieche 3 Kilometer gegen den Wind. Die scheiß Musikanten. Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich, ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisierte. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Könnt ihr jetzt mal zugehen, ist 3 Idioten? Calma, Amici. Bitte, das ist doch nicht nötig. Es ist doch nicht eure Entscheidung. Sie hätten mir jetzt auch sparen können, dass ich die Minuten anheuert, oder? Ich gar keinen X.
Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Ja, weil Regierungsbeamte, ich sag das noch einmal. Sicher, dass er kommt? Ja, Signori, wir sollten schneller gehen. Ich fühle mich beobachtet. grazie, Dante. Wir folgen in deinem Tempo. Diese Wache war eine gute Wache. Recht viel schneller geht's hier drei Rußbrüder jetzt aber auch nicht, wenn's mich fragt. Nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Ach Gott sei Dank. Schluss mit dem läppischen Geschwätz. Die Wahl des Dogen obliegt keinem von euch. Und ihr seid nicht befugt, Pläne zu schmieden. Vergebt uns, Maestro. Wir dienen wirklich nur euch. So ist der Plan. Doge Mocenico stirbt heute Nacht. Und wenn die Tat vollbracht ist, nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank, Maestro. Gut. Messer Grimaldi. Ihr steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen. Kommt mit mir. Ich will kein Blut vergießen, versteht ihr? Es muss aussehen, als wäre er selig entschlafen. Natürlich, Maestro. Wann seid ihr ihm am nächsten? Ich habe freien Zugang zum Palast. Ihn mag nicht interessieren, was ich sage. Aber er vertraut mir mittlerweile wie... Also sag mal, wie viele Leute haben denn in dem Verein? Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco, könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist fürwahr eher sein Fachgebiet. Ah, Silvio. Zu euren Diensten, Maestro. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich mit meinen Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Kantarelle auftreiben. Muss man wissen, was Kantarelle ist? Ja, und was ist das? Die Ah. wirksamste Form des Arsins und sehr schwer nachzuweisen. Aha, also... Va bene, va bene. Dann ist es entschieden. Sag mal, wie weit war sind denn die? Ich hab mir die ganze Mal die Sightseeing-Tour durch Venedig jetzt da, oder was ist denn mit einer? Die nichts Besseres zum tun. Klingt noch am Kas. Oh. Vergebt mir, Maestro. Aber ist das nicht vielleicht etwas gefährlich für euch? Euch so persönlich mit den Details unseres... Wollen wir da einfach hinten stehen, schaut's mir hin? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Seid ganz unbesorgt. Die Pazzi waren ein Haufen unfähiger... Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht, der nun eure Stadt heimsucht. Oder dasselbe Schicksal ereilt auch die Barbarigo. Bitte erledigt das prompt. Gut, ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Enttäuscht uns nicht. Haha, dein Arsch steht auch auf meiner Liste. Compane Mafiosi. Ich bin ein Idiot. Ich hätte sie im Auge behalten sollen. Jetzt muss ich zu Antonio, falls es noch Hoffnung gibt, meinen Fehler wieder gut zu machen. Okay, das war eine langwierig zähe Mission. Muss ich tatsächlich gestehen. Habe ich nicht mehr so lange in Erinnerung gehabt. Alter, die Verfolgungsmissionen in Assassin's Creed sind mir als Kind immer so auf den Sack gegangen.
Ja, ja. Vor allem, wenn man nicht gewusst hat, wie man sicher nicht erwischt wird, dann ja. Aber das habe ich noch im Kopf gehabt, dass du da einfach über Dachel relativ simpel bewegen kannst, dann wirst du nicht erwischt. Dann geht's eigentlich tatsächlich. Naja, jetzt stimmt, jetzt wohnt er in der Wasserburg da drin. Aber das Finale von Assassin's Creed 2 ist ziemlich geil. Also, das hat mir schon brutal gefallen. Ciao, bello mio. Come stai? Bist du schon wieder zurück? Desolato, mia cara. Aber ich komme nicht zum Vergnügen. Ich muss Antonio sprechen. Es ist dringend. Antonio! Warum ist sie eigentlich mit jedem Weiber leider so? Ezio, ist alles in Ordnung? Carlo Grimaldi und die Barbarigo stecken mit einem im Bunde, den sie den Spanier nennen. Sie wollen den Dogen ermorden und durch einen der ihren ersetzen. Dann hätten sie ganz Venezia und die gesamte Flotte in ihren Händen. Und mich nennen Sie kriminell? Dann werdet ihr mir helfen? Ich stehe auf eurer Seite, Bruder. Und mit mir all meine Männer. Und Frauen. Grazie, amici. Aber Ezio, ich muss euch warnen. Diesmal wird es nicht so leicht. Der Palazzo Ducale ist das schwerst bewachte Gebäude in Venedig. Ich komme überall rein. Und deshalb lieben wir dich, Ezio. Sehen wir es uns an. Uns fällt schon was ein. Oh Mann, ey, warum? Das ist so schlecht eigentlich. Oh Mann. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann darf ich zum Urologen gehen. Was? Einen Weg finden, um in den Palazzo Ducale zu gelangen. Diese Sache mit dem Dogen. Schlimm. Schon wieder eine Mission zum Neuen. Nicht mehr überrascht. Als ich klein war, erzählte man uns, der Adel sei gut und gerecht. Und ich glaubte es auch. Obwohl mein Vater nur ein Schuster war und meine Mutter eine Küchenmagd, strebte ich nach Höherem. Ich lernte fleißig, war beharrlich. Aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adliger geboren wird, wird man nicht akzeptiert. Also frage ich euch, Ezio, wer sind die wahren Edelleute Venedigs? Männer wie Carlo Grimaldi und Marco Barbarigo? Nein. Ich sage euch, wir sind es. Die Diebe und Söldner und Huren. Während wir arbeiten, um die Stadt und ihr Volk zu retten, machen die Adligen sie zu ihrem Spielball. So. Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden. Jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. War aber am einfachsten. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Also, was denkt ihr? So werden wir nicht hineinkommen. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. Ja, das hättest du aber jetzt auch denken können, dass das nicht so einfach geht. Dann halt einen Hintereingang. Ja, das Problem ist bei dem Palast, da gibt es keinen Hintereingang. Da wird es noch relativ schnell draufkommen, was wir mir dann für einen Weg einschlagen werden. So gehen kann auch gleich. Das machen wir nicht mehr heute. Das machen wir wahrscheinlich erst beim nächsten Mal. Ja. Muss ich aber fairerweise dazu sagen, die Mission, um da einzukommen, ist mit Abstand die geilste Mission in dem Spiel. Ich sage mal so viel für die Leute, die das vielleicht nicht wissen. Ja? Leonardos Flugmaschine. Da war mal was. Okay, also machen wir es so wie meine Gruppe jetzt mit bei D&D 3 Stunden planen und dann einfach auf Leroy Jenkins. Ist auch eine Möglichkeit. Was hast du denn? Auch ein Ausgang kann ein Eingang sein. Ja,
Aber wie er ja schon aufgeführt hat, der liebe Antonio, bis wir mir durch den Ausgang eingängen, ist ja der Charlie, den wo wir mir schützen sollen, schon hin. Und das soll ja nicht passieren. So, er stirbt auch halber, oder? Seht nur, überall Bogenschützen. Und die Mauern auf dieser Seite sind unmöglich zu erklimmen. Ja, aber stellen wir fest. In den Palast geht's nicht rein. Überall, was vorne einige geht's hinten auch. Leute, ihr könnt jetzt mal bitte aufhören, so versaut in meinem Chat umeinander zum Schreiben, hat sie einen kompletten Vollvogel, oder was? Ah. Lauter Geschubste. Aber was erwartet er? So. Oh, scheiße, ja, das war jetzt nicht geplant. Das. Was ich schon wieder denke, ja, die Frage ist, was ich schon wieder denkt. Jetzt hoffen wir, dass er da rumkommt. Ja, kommt er. Nice. Ihr denkt's nicht, ihr schreibt's nur. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ben, wir haben Glück. Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. Sollen wir? Ist ja wie witzig, er ist gerade von da oben gesprungen, jetzt muss er wieder aufsteigen. Wir sind auch geschert. Man sagt ja nichts, man schreibt ja bloß. Ich habe so einen schlauer Chat, das ist unfassbar. Lauter Big Brains, das gefällt mir. Ezio, seht! Ist er das nicht? Grimaldi! Versteht ihr nicht, was ich euch anbiete, Signore? Die Hört auf SC mich, hupt. bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein. Ihr wagt es? Verzeiht, verzeiht. Ich wollte wirklich... Wer ist eigentlich das? Der, Ich sorge mich nur um eure Sicherheit. der schaut mehr aus wie der Nikolaus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo! Gut, hier lang. Es ist unmöglich. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja, Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. So, mal jetzt aber weiter. Mr. Mozart, danke dir fürs Vorbeischauen. Und dir noch einen angenehmen, schönen Abend. So, also. Bleiben wir mal ein wenig sachlich. Wir haben jetzt festgestellt, wir kommen in den Palast wirklich nicht rein. Ja? Und die Entwickler haben auch gesagt, außerhalb von besagter Mission kommst du in diesen Palast nicht rein. Wie wir da tatsächlich wirklich in der Mission reinkommen, haben wir jetzt schon so ein bisschen erfahren. Ja? Stichwort Vögel. Und nach der Mission zugehen, wie man jederzeit da rein kann. Ja? Das machen wir aber, wie gesagt, nicht mehr heute. Ja? Wir machen jetzt andere Sachen, weil das ist eine der coolsten Missionen, die es im Spiel gibt. Wenn nicht sogar die geilste Mission. So, jetzt schauen wir mal. Gut, bis wir zu der Mission kommen, dauert es tatsächlich eh nur ein bisschen. Das heißt, wir können das ruhig noch machen. Ist immer gut, wenn man einen Freund hat, der einen Vogel hat. Dann wird es erst witzig. Dann wird es erst witzig. Das Einzige, was mich so ein bisschen an der Stadt ein wenig stört, das habe ich jetzt auch wieder mehr Jammern auf hohem Niveau, das ist, weil alles so stark verwinkelt ist.
Und wenn du dann einmal meinst, jetzt ist es nicht mehr verwinkelt, da, bam, Wasser. Aber wenigstens kann er jetzt ja schon schwimmen, das hat der alte hier noch nicht können. Es ist auch Venedig, ja. Ja, eben deswegen ja. Aber trotz allem einer der geilsten Schauorte im Spiel. Hauptweiher der Birnsütze hat. Zupfte! Nein, bitte! Ich bin ein Freund! Ich bin froh, dass ich nicht angestoßen habe. Ich war jetzt faul, dass ich aufs Geld umschwenke. Ich wollte ihm einfach mal freundlichst mitteilen, dass ich sein Gedudel nicht erdulde. Ja. Ja. Ihr dürft nicht hier sein. Geht! Laju, was glaubst du, wo du hinrennst? Wurscht. Gut. Nehmen wir den Steckbrief noch mit, wo er immer der jetzt ist. Da hinten ist auch einer. Hä? Ja, egal. Ich brauche deine Hilfe, Freund. Funktioniert's? Was? Was willst du wissen? Funktioniert es, Leonardo? Kann es wirklich fliegen? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Modell, eine Idee. Es ist noch nicht fertig. Hast du es versucht? Nein, viel zu gefährlich. Um es zu testen, muss man von einem Turm springen. Wer wäre verrückt genug, sowas zu tun? Leonardo, ich glaube, du hast einen Verrückten gefunden. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Leonardos Flugmaschine testen, Freunde. Ja? Testen. Das ist noch nicht die eigentliche Mission. Die ganzen Freizeit-Trubel, die gesehen. Funktioniert es? Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht darum, leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Viel Glück, Ezio. Das ist so ein geiles Feature, was da gemacht haben die Entwickler. Na, warum stürze ich ab? Das ist lächerlich. Der Palazzo ist zu weit weg. Diavolo, ich geb's auf. Diablo, der Ezio spielt auch Diablo. Einen weiteren Templer. Müssen wir mal fragen, wie der auf Battle.net heißt. Weißt du zufällig einer? Wobei, ich sagen muss, ich stelle mich gar nicht einmal so schlecht ohne Feier. Ah, scheiße, jetzt ist vielleicht verraten. Ja, ist bestimmt. Haben wir erstaunlich weit gekommen damit. Früher bin ich aber keine 10 Meter geflogen. Ich kann's nicht glauben. Es klappt. Es klappt. Du bist geflogen, Ezio. Geflogen. Sie, aber nicht sehr weit. Nun, Na was ja. hast du erwartet? Die Maschine ist nicht für lange Strecken gedacht. Bitte, gut. Lass mich die Pläne überarbeiten. Vielleicht finde ich einen Weg, um die Dauer des Fluges zu verlängern. Ezio, meine Männer sagen, dass Carlo das Gift hat. Sputen wir uns. Antonio, das ist Leonardo, der große Erfinder. Das ist sein Pezzo di merda. Hey, das war kein Fehler der Maschine, sondern meiner. Ich habe meine Pläne wieder und wieder überprüft. Es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie man den Flug verlängert. Ah, eine verrückte Idee. Heureka! Natürlich! Genial! Was macht er jetzt? Hitze steigt auf. Es braucht Feuer. Heiße Luft unter den Flügeln lässt die Maschine aufsteigen. Leonardo, was soll denn ein Feuer schon bringen?
Nicht ein Feuer, Ezio. 1 Dutzend, in der ganzen Stadt verteilt. Das reicht, um dich den ganzen Weg bis zum Palazzo Ducale zu tragen. Wie? Ah, capisco. Meine Männer könnten das tun, aber ihr vergesst die Wachen. Keine Sorge, die erledige ich schon. Ich befehle, dass meine Männer sich hinter euch sammeln und die Stellung halten. Sie entzünden die Feuer, wenn die Sonne über San Marco untergeht. Gut begonnen ist halb gewonnen. Das ist die letzte Mission, was wir jetzt noch machen. Das ist jetzt Vorbereitung auf die Hauptmission. Ja? Machen wir jetzt noch. So, die 4 Orte selber, an denen, wo auch immer Feuer aufgestellt werden soll. Der Leonardo ist einfach so ein zauberhafter Kerl. Double Kill. Wo ist der Stückbrief? Verstehe die Frage nicht. War auf dem Balkon herum, oder was? Hä? Ja gut, wo auch immer der Steckbrief ist. Hey, Lachu, du wirst Gut. Ach, da auf dem Schiff sollte auch einer hier, oder was? Tatsächlich. Metze die Mörder auf deutscher Scheißgerät. Ich weiß nicht, ob es die wörtliche Übersetzung ist, aber es heißt auf alle Fälle, es ist Scheiße. Laufer. Alle habe die Ehre. Grüß dich. Schließlich bewachen wir nicht den Dogen. Was zum Teufel bewachen wir überhaupt? So, schön Sneaky Picky. Ja, das sind 2. Die waren auch weh. Alle, alles gut bei dir. Warum soll ich da hinter Feuer hin? So. Mal schauen, wenn es Pipperl eingestochen hat, damit er vom Ding fliegt. Sehr gut. Perfekt abgebrochener Steckbrief, den wo wieder jeder lesen kann. Wahrscheinlich war mal teilweise war ich richtig damisch im Schädel, so passt das bei mir. Wie geht's euch alle? Ja, das Wetter ist erst grundsätzlich einmal sehr, sehr geil, aber das scheint den einen oder anderen auch ein bisschen aus der Bahn zu werfen. Ja, aber ich bin froh, dass wir so ein Wetter haben. Sage ich auch dazu. Aber ich freue mich, dass es da ansonsten gut geht. Bei mir passt so weit alles. So, da waren es nur noch 4. Wie die italienische Synchro das mit den speziellen Sprüchen gelöst hat. Wie meinst du spezielle Sprüche? Mit den Schimpfwörtern meinst du jetzt, oder wie? Ja, Aussagen auf Italienisch. Du, ich schätze mal, dass die ganz normal synchronisiert worden haben, weil das Spiel schließlich ja ab 16 ist. Ich glaube sogar in der PEGI-Fassung ab 18. Also glaube ich jetzt persönlich eher nicht, dass du irgendwie Rückhaltungen gegeben hast. Oh. Brauchen wir das gute Fleischermesser, Freunde.
Fleischermesser regelt. Lauft schneller! Ich habe ihn! Normal habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich mag es ja, wenn es schön warm ist. Bin ja ein Sommerkind. Sehr schön. Ja, das ist halt jetzt für Mai an und für sich ist schon ein wenig warm. Aber ich bin einfach froh drum. Gut. Gut begonnen ist halb gewonnen, Freunde der Sonne. Ist das schon scharf? Herbert, was meinst du jetzt? Gut. Dann haben wir soweit jetzt, pass auf, jetzt werden wir mal anonym, das ist immer das Wichtigste. Einmal anonym werden. Haben wir zwar eh fast, aber das nicht mehr genau. Das Messer, das ist sehr scharf, ja. Das reicht für die Wochen. Ah, und Truhe lassen wir auch noch aus, das können wir auch noch da. So, brauchen wir einen Schnellreisepunkt. Im Idealfall. Sigi, keine Ahnung. Keine Ahnung. So genau habe ich mich jetzt mit der Synchro nicht befasst. Ich finde die deutsche Synchro an und für sich eigentlich eh sehr gut. Kannst wirklich nichts sagen. Ja, mit den einen oder anderen eh schon geredet, das Spiel, wenn sie remaken daten, also remastern, andere Grafik-Engine drüber, das Gameplay ein bisschen verfeinern. Ohne Scheiße, ich kaufe das Spiel nur mal. Einfach aus Gründen. Ja, okay, dann müssen wir jetzt noch kämpfen. Es hilft eh nicht. Oha. Jetzt hat man wahrscheinlich das Ganze anonym wäre nichts gebraucht. Ma che cosa aspetti? Nein, jetzt habe ich genug davon. Hab ich gleich instant gesucht wer. Geht doch. Unreal Engine 5. Zum Beispiel, Herbert. Zum Beispiel. So schnell kannst du gar nicht schauen, aktiviere mein PayPal-Konto in Steam oder sonst wo. Instant. Bloß Synchronerdismus von mir. Macht doch nichts. Das macht nichts. Ich sage schon, ich muss meine Medizin noch mal ein wenig auffrischen. Muss ich mal schauen, ob man mittlerweile einen größeren Medizinbeutel kaufen kann. Das dauert jetzt wahrscheinlich in der Situation nicht einmal mehr schon. Gut, das ist der Kunsthändler, da brauche ich jetzt nichts. Da ist der Doktor. Da ist der Schneider. Ah, nicht Kleider für da, großer Medizinbeutel, den nehmen wir. Mittleres, ja, wurscht. Giftfläche nehmen wir auch mit. Haben wir genug Kohle, das können wir uns leisten. So, dann heilen wir uns und nehmen wir dann unsere Medizin wieder auf. Und Gift machen wir auch voll. Gift haben wir irgendwie noch überhaupt nicht hergenommen. Ihr werdet euch bald besser. Also vielleicht einmal in Erwägung ziehen. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Eure Zeit. Gut. 63.415 Florin, das nehmen wir. Wie gesagt, die Villa ausbauen, den Ort ausbauen, das lohnt sich so unfassbar stark. Gut. Freunde. Wie es aber weitergeht mit der nächsten Hauptmission, erfahren wir beim nächsten Mal. Es wird die wahrscheinlich, oder ist die wahrscheinlich geilste Mission in Assassin's Creed 2. Und generell eine der geilsten Missionen in die klassischen Assassin's Creed Teile. Wie gesagt, mit der Flugmaschinen fliegen, das ist schon ziemlich geil gemacht worden.
Haben wir wirklich nichts gesagt. Da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf. Ich schau, das war damals sogar, die Mission haben sie damals bei der E3 gespielt. Und deswegen ist das bei mir so, weiß ich nicht, so ein ganz besonderer Augenblick, wenn ich das Spiel spiele, wenn dann die Mission zu machen ist. Also das war damals, wie man die E3 angeschaut hat, da war ich so richtig so, what the fuck. Vor allem, wenn du halt nur ein Einser damals kennt hast. Ja, du hast ja damals, einen Vergleich nicht gehabt, so wie du das heuer hast mit den Spielen, mit den Assassin's Creed Spielen. Und damals hast du auch den Einser nicht so kritisch gesehen, von der Mechanik her, von der Steuerung her, das war ja noch alles noch ein wenig hakelegt, das hast du halt damals noch nicht so krass genommen. Heute warst du natürlich, ja, wenn du jetzt einen Einser spielst, dann kannst du dir darauf einstellen, dass das ein wenig sehr hartnäckig von der Hand geht. Hat man ja auch gesehen, wie ich es gestreamt habe. Aber ja, mir freut sich drauf, auf jeden Fall. Aha, mein Bot hat sich immer noch nicht dazu erwärmt, einen Ping auszumachen, aber gut, da wäre er wahrscheinlich wieder irgendwie down sein oder was. Muss ich mal anschauen. Tut ihm jetzt auch nichts. So. Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt, dass ihr halt sehr rege im Chat teilgenommen habt. Das hat mich sehr gefreut. Natürlich nochmal ein massiv dickes Danke für den extremen Support heute wieder. Ihr wisst, das muss nicht unbedingt sein. Was heißt unbedingt? Das muss überhaupt nicht sein. Mir ist einfach wichtig, dass ich ein Feedback kriege von euch, dass ich weiß, dass es euch gefällt, weil das motiviert mich am meisten, das Ding da weiterzumachen. Natürlich sage ich nicht nein, wenn man einer subbt. Natürlich sage ich nicht nein, wenn einer Bits schert und was da sonst noch ist. Ich gebe da die Lehren. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wir haben jetzt 36 Abonnementpunkte. Ja, das heißt, wir haben jetzt, wenn ich offline gehe, werde ich von Twitch benachrichtigt werden, dass ein weiterer Emote-Slot freigeschalten wird. Das ist gut für euch. Ja, das heißt, es kriegt wieder ein Emote mehr dazu. Wahrscheinlich sogar ein animiertes mehr dazu. Da muss ich mich dann mit Mozart unterhalten. Vielen lieben Dank. Ohne euch war das Ganze nicht annähernd so witzig. Und ich bin froh, dass ihr so eine Community, dass ihr da so eine Community einfach zusammen da hat. Wird einfach von Mal zu Mal immer schöner und immer witziger. Ja? Vielen Dank dafür. Da droppt sogar jetzt ihr mal ein absolutes Bazi-Hype und ein absolutes Bazi-Herz. Für euch. Ja? Für euch. An die Community. Genau. Nächster Stream wird es auch morgen. Morgen spielen wir It Takes Two mit dem Mozart zusammen. Wer beim letzten Mal nicht da war, schaut einfach bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbei, da ist die Wort aufgelohnt. Wer nicht weiß, wie das Spiel abläuft, da könnt ihr das nachholen. An und für sich, falls noch irgendein Neuling da ist, kommt gerne mal auf meinen Discord-Server, ich habe einen eigenen Discord-Server. Ausrufezeichen Discord, schaut da gerne mal vorbei, kommt einmal in der Woche ein Ping, wann ich live gehe, was gespielt wird, was für Uhrzeit und so weiter und so fort. Kannst du mit mir unterhalten, kannst du mit sämtlichst die anderen geschubsten Leute da drauf unterhalten, die schon drauf haben. Ist immer witzig. Momentan spielen wir recht viel Diablo. Wir sitzen eigentlich fast täglich irgendwann einmal im Wald. Sitzt dann gern dazu. Da braucht es nicht irgendwie oben da, wir beißen mir nicht und gar nichts. Ist immer schön, wenn ein paar Leute da hat. Genau. Ansonsten muss ich jetzt überlegen, ob ich nicht noch irgendwas vergessen habe. Genau, sage ich vielleicht auch noch dazu. Wochenendstreams werden jetzt die nächsten Wochen, Monate ein wenig rarer werden. Aufgrund der Tatsache, dass Sonntag für mich die Tennissaison eröffnet ist. Ja, wir fangen mal am Sonntags Tennisspielen an, also in der Liga natürlich. Da wird es mit der Schichterei schwierig, an einem Wochenende irgendwann einen Stream unterzubringen. Sollte das einmal so sein, kriegt ihr es natürlich rechtzeitig mit. Ausrufezeichen Discord, nochmal der Aufruf dazu. Ja, dann kriegt es natürlich rechtzeitig Bescheid, wenn es am Wochenende Streams gibt. Aber aktuell ist da einfach zeitlich nicht wirklich Luft dafür. Ja. Ich bemühe mich aber natürlich, wenn es möglich ist, dass ich live gehe. Ich bin nicht aus der Welt, so ist es. Also unter der Woche wird es mindestens einen, wenn nicht in der Regel sogar 2 Streams geben, das bleibt nach wie vor. Ja. In diesem Sinne, so, jetzt vorsichtshalber nochmal da drauf kommen, wer noch nicht drauf ist. Bitte, Dankeschön. Jetzt schauen wir mal, wer online ist. Versucht. Ach, wer hat denn, jetzt Moment einmal, wir haben doch vorher, wo ist denn der Lucius de Charlo, der meine streamt der schon, der fängt um 6 Uhr schon, der ist wahrscheinlich noch nicht online, weil der, oder halt gefallen hat, der streamt auch, hat er gemacht. Aber gut, das hilft doch nicht. Ja, der Hetzer ist live, wo spielt denn der Hetzer? Spyro. Ja, habe ich selber noch nie gespielt. Vielleicht ist das für den einen oder anderen Epsi.
Könnt es gerne mal anschauen, beim Hetzer gerne auch mal einen Daumen da lassen. Ist ein Streamer-Kollege aus der benachbarten Community, aus der befreundeten Community von der Mrs. Fichterli und von der Mrs. JJ da Silva. Gerne einfach mal draufschauen, mal einen Daumen da lassen, mal Hallo sagen. Ihr wisst selber, wie es läuft. Wir haben auch einen Raid-Command, der ist für Subs und für Non-Subs. Ja? Kopieren, einfügen, der Hetzer weiß dann Bescheid. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend, schönen Mittwochabend, eine schöne Restwoche. Gut, wir hören uns dann eben morgen nur mal, hoffentlich. Würde mich freuen, wenn es wieder einschätzt. Und ja, ich lasse mir jetzt dann auf alle Fälle das Grillfest bei meinen Eltern schmecken. Wahrscheinlich werde dann ich meine Wohnung auch neu streichen. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den Support nochmal. Viel Spaß beim Hetzer, habe ich die eben für heute raus. Bis morgen. Und brav bleiben, geschubst bleiben vor allem. Ja? Für euch, reicht's euch.